Servus, Glück auf und jetzt willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja, Leute, Bundesliga, dritter Spieltag. Ja, eigentlich bin ich ein bisschen sprachlos, wie der Spieltag so gelaufen ist. Aber da können wir gleich noch ein paar Worte zu sagen zu unserem Spiel. Erstmal ganz, ganz großes Lob an die Fans von Bochum, ja? Und auch unsere Fans. Hat mir sehr gut gefallen, wie die Fanfreundschaft dargestellt wurde. Und ja, ich denke mal, bei einem Spiel, wo man 0-7 verliert, noch so eine Stimmung im Stadion zu haben, das hast du auch nur im Ruhrpott. Da müssen wir uns nichts vormachen. In meiner Brust schlägt auch immer so ein bisschen das Bochumer Herz, so ein bisschen mit. Von daher, ja, tut es mir für den VfL natürlich leid. Ich habe den VfL die Saison leider auch als Absteiger tippen müssen. Ich hoffe natürlich, dass es anders kommt, dass sie vielleicht Relegationsplatz schaffen und sich dann irgendwie retten oder sowas. Oder vielleicht kriegen sie auch noch die Kurve jetzt. Ich meine, die haben die ersten beiden Spiele ja auch ganz gut gespielt, aber ja, wenn man 15 Abgänge hat und so viele Zugänge, braucht man halt einfach eine gewisse Zeit, bis man sich findet. Wir werden sehen, wie es für den VfL weitergeht. Wenn man sieht, mit welcher Leichtigkeit heute wir 7-0 gewonnen haben, ist das schon ein bisschen erschreckend. Ja? Was ist, wenn wir wirklich mal 90 Minuten Vollgas spielen sollten, ein Spiel? Weil das haben wir heute nicht. War auch nicht nötig. Erst recht nicht zweite Halbzeit, aber selbst erste Halbzeit nicht. Also von unserer Seite aus gibt es nichts zu kritisieren, nichts zu meckern. Ja, man hat ein, zwei kleine Kritikpunkte, was so ein bisschen die Abwehr hinten angeht. Da war zwischenzeitlich mal so bei 1, 2, 3 Situationen doch ein bisschen wackelig, so von der Licht. Aber gut, das erste Spiel und so, da muss ich auch erstmal ein bisschen finden und sowas alles. Spieleröffnung war von ihm natürlich bärenstark. Da hat er auf jeden Fall seine Stärken, das hat man auch ganz klar gesehen. Ansonsten gab es keinen, der irgendwie richtig schlecht war. Oder generell gab es keinen, der richtig schlecht war. Neuer hat mal wieder so ein Ding drin gehabt, was glücklicherweise gut ging. Hat danach dann noch 2 gute Reaktionen gezeigt. Also hat das auch wieder so ein bisschen ausgeglichen. Ja, was soll man groß sagen? Ich meine, die Bochum haben alles versucht, ja. Das hat man auch gesehen. Ich denke, es war nicht so, dass Bochum sich versteckt hat oder nicht die Zweikämpfe annehmen wollte. Das sah relativ ausgeglichen aus, aber da gucken wir gleich mal rein in die Statistik. Ja, individuelle Fehler bei Bochum, individuelle Klasse bei uns. Teilweise auch wieder schöne Kombination vorne, teilweise ein bisschen zu verspielt. Aber wie gesagt, wir müssen nicht bei 7-0 auswärts das Haar in der Suppe suchen. Das wäre völlig fehl am Platz. Wie gesagt, Bochum kann froh sein, dass wir dann halt ein paar Gänge zurückgeschaltet haben. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass gerade so ein Gnabry wirklich Bock hatte, wo er reinkam. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, ansonsten gibt es nichts auszusetzen an unserem Spiel, Leute. Das ist hier heute kurz und schmerzlos. Da müssen wir nichts groß analysieren. Vielleicht noch, dass wir heute nicht so sehr nur durch die Mitte gespielt haben. War aber auch abzusehen, wenn King dabei ist. Aber King war schon sehr weit außen, zumindest in zweiter Halbzeit. Erste Halbzeit war er auch noch teilweise in der Mitte, hat das auch ganz gut gemacht, wie ich fand. Zweite Halbzeit war es aber dann, dass wir doch noch mehr außen standen. Auch mit Sané standen wir mehr außen. Ja, wie man sieht, klappt das auch. Ja. Sieht da ein bisschen anders aus. Aber es ist ja nicht so, als wenn wir das verlernt hätten. Oder wenn dann gar kein Zielspieler vorne drin war. Ja, ein, zwei Mal hat man dann gesehen, dass vorne kein Zielspieler drin war im Strafraum. Das ist aber einfach der Sache geschuldet, dass wir 3 Gänge zurückgeschaltet haben. Und die Jungs einfach nicht mehr so nachgerückt sind in der zweiten Halbzeit in den Strafraum rein. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Gut, ansonsten würde ich sagen, schmeißen wir einfach mal einen Blick auf die Statistiken. Bin ich sehr gespannt. Vielleicht sollten wir mal auf Statistiken stellen. Ich aktualisiere auch nochmal hier, wer weiß. So, Ballbesitz 35-65, Abseits 3-5, Fouls 10-6, Zweikämpfe 44-55. Ja, also gut, ist schon relativ eindeutig. Ja, Schüsse aufs Tor 7-12.
weiß nicht, wo Bochum jetzt 7 Schüsse aufs Tor hatte. Aber gut, sei mal dahingestellt. Schüsse insgesamt 13, 22, Ecken 5, 5. Angekommene Pässe 206 zu 434, Flanken 14, 5. Ich würde sagen, Zweikämpfe bei uns Upa auf jeden Fall weit vorne. Gut, Upa ist nicht weit vorne, es ist King mit 9, Sané mit 7 und Mané mit 6. Gut, dann war unsere Abwehr wohl doch nicht so gefordert, wa? Das war sie aber auch nun mal wirklich nicht. Schüsse insgesamt, Sané 3, Mané 3, Gnabry 2, Torschuss Haaland, Coman 2, Kimmich 1, Vidovic 1. Ja, sieht man auch an den Ballkontakten, da haben wir in der Regel sonst immer noch ein bisschen mehr. Upa und Kimmich 78 und De Ligt oder De Ligt 69. Ich kann mich immer noch nicht festlegen, ja, ob ich De Ligt oder De Ligt sage. Keine Ahnung, ich sage einfach Matthias. Ich glaube, ich das einfach gefolgt worden. Interessiert uns nicht wirklich. Ja. Das einfach mal zu den Statistiken. Wie gesagt, es war eine einseitige Kiste, eine ganz klare Kiste auch. Ja, wir hatten teilweise erste Halbzeit so 1, 2 Situationen, wo wir nicht ganz so sicher hinten wirkten, wo irgendwie gegen eine bessere, gefestigtere Mannschaft irgendwie das vielleicht ein bisschen anders ausgesehen hätte. Aber hat es nun mal nicht. Und ich denke auch, Matthias wird einfach auch noch ein bisschen Spielzeit brauchen, um klarzukommen. Es war auf jeden Fall ein bisschen unsicherer mit Hernandez auf der linken Seite, als wie die Spiele vorher mit Hernandez und Upa in der Mitte war. Das war halt einfach schon bombenfest. Das war heute so ein bisschen wackeliger, zumindest erste Halbzeit, wo die Bochumer vorne mal angelaufen sind und zugestellt haben. Aber wie gesagt, das ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, würde ich sagen. Ansonsten waren wir defensiv nicht wirklich gefordert. Ja, die langen Bälle, was die Bochumer durchgehend spielen, so spielen die Bochumer halt. Aber auch damit haben wir eigentlich keinerlei Probleme gehabt, ja, muss man fairerweise sagen. Ansonsten, was unser Offensivspiel angeht, ja, war, wie soll man es beschreiben, sehr variabel mal wieder. Gerade erste Halbzeit viel durch die Mitte, zweite Halbzeit haben wir dann noch ein bisschen mehr über Außen probiert. Aber auch schon erste Halbzeit haben wir uns auch ab und wann nach außen verlagert. Ja, Bochum hat uns auch einfach den Raum gegeben, ja. Und dann geht ein Spiel halt einfach auch so aus. Klar waren da 1, 2 unglückliche Szenen aus Bochumer Sicht dabei, mit dem Eckentor und so weiter. Das kann man sicherlich anders machen. Oder auch diese individuelle Kopfballrückgabe da. Hatten wir auch schon so eine Phase, ja, wo uns jedes Mal die individuellen Fehler in der Abwehr das Ergebnis gekostet haben, wenn wir uns an letzte Saison erinnern. Von daher kann ich das schon verstehen. Ja, das lief halt alles zu unseren Gunsten, muss man fairerweise auch sagen. Ansonsten gerade die anfangs halbe Stunde, um jetzt mal ein bisschen auf die Spiele einzugehen, hat mir ein Sané sehr, sehr gut gefallen. Nicht nur wegen dem Tor, ansonsten war er auch so präsent, hat versucht, so ein bisschen die Musiala-Rolle zu geben. Hat er definitiv auch die Fähigkeiten zu, ja. Gar keine Frage. Hat er gut gemacht. Umso länger das Spiel ging, umso, ja, weiß ich nicht, kam wieder so die Fahrigkeit rein. Gerade zweite Halbzeit auch so. Wieder so dieses, ja, ich habe nicht mehr so richtig Bock gefühlt. Keine Ahnung. Vielleicht ist da auch dann ein bisschen Mitleid dabei oder sowas. Kommt ja aus Essen, glaube ich, ne? Auch wenn er in Schalke gespielt hat. Ja, keine Ahnung. Hat auf jeden Fall wieder so ein bisschen abgebaut. Dann war jetzt nicht schlecht oder so, aber ja, es war auf jeden Fall für seine Verhältnisse auf jeden Fall eine ansprechende Leistung, auf die man aufbauen kann. Ich bin sehr gespannt aufs nächste Spiel. Ich denke, da können wir aus dem Vollen schöpfen und ich bin sehr gespannt, wer da heute mal aufläuft. Wer dann auflaufen wird. Was mich ein bisschen traurig gemacht, ich hätte gerne den Telma über 30, 40 Minuten gesehen. Das fand ich ein bisschen schade. Auf der anderen Seite, ja, verstehe ich auch, dass man mal einen Stanisic eine halbe Stunde geben möchte oder einen Grafenberg, klar. Oder auch, ja, dass man Vidovic jetzt unbedingt da 20 Minuten geben möchte. Ja, er ist ein großes Talent und so weiter, aber da geht es ja anscheinend darum, dass er verliehen wird. Weiß ich dann nicht. Ich weiß nicht, wie weit die Planung da sind. Wenn man ihn nicht verleihen will, hätte man sich das heute schenken können. Also wenn man ihn verleihen möchte, hätte man sich das heute schenken können, ja, ganz klar.
Da hätte man lieber Tell die Minuten geben können. Ich denke, er wird auch jede Minute brauchen, die er kriegen kann in dem Kader. Und gerade heute bei 4-0 oder da, wo die Auswechslungen stattgefunden haben, stand schon 5-0. Ich denke, da hätte man auch so einen Tell mal eine halbe Stunde geben können. Aber gut, wir haben halt eine Menge Spieler auch mit Potenzial. Und klar, da muss man halt dann mal ein bisschen durchwechseln, ne? Nicht immer dieselben Spieler bringen und so, das verstehe ich schon. Muss ja alle ein bisschen bei Laune halten, alles gut. Aber ich persönlich hätte halt gerne den Tell mal ein bisschen länger gesehen, weil ich einfach gespannt bin, was er wirklich so drauf hat. Naja, gut. Nichtsdestotrotz gehen wir mal die Spieler durch. Neuer will ich bei einer 3 sehen. Wie gesagt, auch wieder einen Wackler drin gehabt. I don't know, das ist ein Passspiel. Also weiß ich nicht, was er da hatte. Und dann war noch so ein Zitterball da durch die Mitte da. Also schwierig. Ansonsten torwartmäßig, die Reaktionen waren gut auf der Linie. Hat er 2 gute Dinger noch gehalten. Da gibt es gar nichts zu meckern. Deswegen würde ich sagen, im Großen und Ganzen eine 3. Hernandez, ja, ich denke, man hat Hernandez. Hernandez hat immer das Problem, wenn er so aushelfen muss als linker Verteidiger, dann ist immer so ein bisschen schwierig. Er braucht meistens so 2, 3 Spiele, wovon sie mal länger ausgefallen ist, hat man das gesehen, dass er richtig in die Position reinfindet. Allerdings war es heute auch nicht nötig, dass er da irgendwie wie ein Berserker nach vorne arbeitet, nach vorne macht und tut. Das war einfach nicht nötig und nach hinten hin hat das souverän gemacht. Fairerweise muss man auch sagen, dass da von Bochum auch nicht viel kam. Aber den defensiven Part kann er ja. Und dass er nicht ein Davis ist, der vorher hoch und runter die Linie rennt, ist auch klar. Von daher würde ich bei den Hernandez heute auch eine 3 sehen. Hupper will ich eine 2 sehen, hat mir sehr gut gefallen, war definitiv der stabilere von den beiden Innenverteidigern. Hat auch viele Bälle schon im Vorhinein abgelaufen, erkannt. Wenn er mal im Zweikampf rein musste, hat das gut gemacht. Stabil, hat Selbstvertrauen ausgestrahlt. Hat mir sehr gut gefallen. Benji Pavard wurde ja auch ausgewechselt. Habe ich heute auch nicht so gut gesehen wie die ersten beiden Spiele. Jetzt aber auch nicht schlecht. Will ich bei einer 3 sehen. Hat's gut gemacht. Auch da ist immer die Frage, ja, wie muss man machen? Ja, wir haben am Ende des Tages 7-0 gewonnen. Also da muss sich dann auch keiner irgendwie komplett verausgaben. Da kann man das schon verstehen, dass sie da ein bisschen haushalten. Matthias, hat das Tor gemacht. Auch 1, 2 sehr, sehr schöne Spieleröffnungen gehabt. Ein Fehlpass in der Mitte, jetzt Ende der zweiten Halbzeit hin. Eine Spieleröffnung, die fehlgeschlagen ist. Ansonsten seine Spieleröffnungen sind alle angekommen. Die waren auch richtig schön tief in die Tiefe rein und so. Hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, hinten so, gerade die erste Anfangsphase, so 20 Minuten, 25 Minuten war er doch ein bisschen wackelig teilweise. Hat vielleicht auch der Neuer ein bisschen zu beigetragen. Er war da auch ein bisschen wackelig irgendwie gefühlt. Ja, und dann jetzt die letzten 60 Minuten, was soll man da beurteilen? Sind wir mal ganz ehrlich, Bochum hat nicht wirklich stattgefunden vorne. Also sehr, sehr schwer zu beurteilen. Wie gesagt, Spieleröffnung war für mich super. Auch 1, 2 Läufe, die er dann noch versucht hatte, war völlig okay. Man sieht, dass er ganz klar der offensivste ist und der auch eine super Spieleröffnung hat. Das wird uns, glaube ich, noch sehr, sehr gut tun. Ansonsten defensiv muss man mal schauen, wie er sich einfindet. Ich fand Upa und Hernandez mega stark als Duo in der Innenverteidigung. Bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Wir haben den Luxus, dass wir 3 gute Innenverteidiger haben. Den sollten wir dann auch nutzen. Wie gesagt, wir werden, wenn alles gut läuft, 50 plus Spieler haben diese Saison. Plus diese tolle Winter-WM. Also ich denke, da wird jeder seine Spielzeit kriegen. Kimmich war wieder sehr präsent heute. Hat mir sehr gut gefallen. Würde ich eine 2 sogar geben. Ja, aber eine gute 3. Ja, schon eher eine 2. War präsent, hat sich teilweise aber auch zurückgehalten, war dann so der defensivere Part. Aber war immer anspielbar, war dann auch mit vorne am Strafraum sehr, sehr oft zu finden heute. Wenn es mal defensiver sein musste, war er aber auch zur Stelle, wenn die Bochumer ihre langen Bälle gespielt haben. Dann haben Bochumer dann viel auf die zweiten Bälle gegangen. Das hat schon ganz gut ausgesehen. Kimmich hat mir sehr gut gefallen. Außer ein kleiner Kritikpunkt, seine beiden Schüsschen aufs Tor jeweils. Also Kimmich hätte heute definitiv ein Tor machen müssen. Das waren beides so Larifari-Dinger und
plus das dritte Ding noch, was er über die Latte da zieht. Also ein Tor wäre heute auf jeden Fall drin gewesen für den Kimmich. Aber hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Sané würde ich eine 3 geben. Habe ich ja vorhin schon was zu gesagt. Hat mir am Anfang sehr, sehr gut gefallen. War sehr im Spiel drinne. Man hat gesehen, dass er Bock hat nicht diese Larifari-Geschichten drin gehabt. Das war gar nicht so die erste Halbzeit. Umso länger das Spiel ging, umso mehr waren dann auch wieder so Larifari-Aktionen dann drin. Und man wurde auch mal wieder abgeschenkt, stehen geblieben und dann kam der Ball doch noch mal von dem Bochum abgeprallt, dann musste er noch mal hinterherlaufen. Ja, das komplette Gegenteil von so Müller. Weil der Müller läuft immer durch, macht immer, versucht immer. Und Sané war dann wieder so, ach ja, ich habe jetzt meine Schuhe, ich stehe jetzt. Und das hat mir nicht gut gefallen. Also umso länger das Spiel ging, umso weniger Lust hat er irgendwie ausgestrahlt. Weiß ich nicht warum, im Großen und Ganzen, aber war es eine ordentliche Partie, von daher eine 3. Sabitzer würde ich auch bei einer 3 sehen. Gerade so Anfangsphase war er so der auch ein bisschen gegengehalten hat, der immer auch versucht hat, dann dem Mitspieler zu helfen in so einem Zweikampf. War jetzt aber auch nicht so auffällig wie die ersten beiden Spiele. Das muss man auch ganz klar sagen. Kingsley würde ich auch eine 2 geben heute. Ich war ein bisschen skeptisch, bin ich ganz ehrlich, wie er sich so einfindet in dieses System von wegen Pass und so weiter. Haben wir heute auch nicht wirklich gesehen, so schnelle Kombination mit dem Coman haben wir nicht gesehen. Er hat einen super Steilpass gespielt. Ansonsten ist er in die Dribblings gegangen. Gerade erste Halbzeit ist er auch viel durch den Halbraum gegangen oder durch die Mitte. Zweite Halbzeit dann so seine gewohnte Position außen. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. War engagiert, wie eh und je. Und ich bin sehr gespannt, wie er sich noch einfindet, wenn wir wieder mehr auch so durch die Mitte gehen. Aber ich denke gerade so Coman kann aber auch so ein Schlüssel sein, ne? Weil Coman kann auch jederzeit einfach über außen durchbrechen. Ja? Der ist, was das anbelangt, der stärkste von den dreien. So, die Linie runter ist er auf jeden Fall stärker wie ein Gnabry, wie ein Sané und wahrscheinlich auch wie ein Mané. Also ich denke, der könnte schon der Schlüssel sein, wenn wir halt wieder so wie es gegen Wolfsburg war, wo wir viel durch die Mitte versucht haben, Wolfsburg die Mitte einfach komplett dicht gemacht hat. Klar musst du dann denjenigen im Strafraum haben, der nachrückt, ja, so ein Kimmich, Goretzka oder Gravenberch oder meinetwegen auch ein Sabitzer, die dann auf der 6 oder 8 spielen, die dann da mal reinrücken in den Strafraum, um dann Abnehmer zu haben. Aber ich denke, so ein Coman wird noch wichtig werden, gerade seine Qualitäten auch nach außen. Und ansonsten bin ich gespannt, wie er sich so auch, ja, mit eingliedert, wenn es dann so um die Kombination und so geht. Aber wenn Müller das kann Coman das auch. Müller hat mir heute auch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit war dann auch schon wieder so Akku leer, ja, so ein bisschen. Klar war er bemüht, wie immer, Müller ist immer bemüht. Man kann Müller nie absprechen, dass er stehen bleibt, sonst was, wie es so ein Sané macht zum Beispiel, um das ein Gegenbeispiel mal zu nennen, das hast du bei Müller nicht. Der läuft immer durch, der läuft immer wieder an, der schiebt immer wieder raus, macht und tut. Aber man hat gesehen, so der Akku war schon dann irgendwo ein bisschen leer bei Müller und ich fand es auch gut, dass er dann ausgewechselt wurde. Ja, warum nicht? Also für mich hat der Müller auch ein gutes Spiel, habe ich eine gute 3 geben. Mané will ich eine 2 geben. 2 Tore gemacht plus das Handtor, wenn man es so nennen kann. Ja, weiß ich nicht. I don't know, finde ich wieder so eine beknackte Regel, sage ich euch ganz ehrlich. Das war keinerlei Absicht. Ist reingegangen, man hat es gesehen mit dem Fuß, hat den Arm am Körper gehabt, der geht dann gegen die Hand und geht ins Tor. Und ja, das zählt dann halt nicht. Und ja, keine Ahnung, fragt mich nicht. Ist für mich wieder so eine Regel, die ich nicht verstehen muss. Aber das verstehe ich im Fußball schon lange nicht mehr, was Hand und teilweise Abseitsentscheidungen anbelangt. Aber so ist die Regel also ab dieser Saison, genauso wie das Tor, was dann für uns gegeben wurde, wäre der Ball von Matthias an seine Hand gegangen und dann ins Tor, hätte das Tor nicht gezählt. Aber da er an die Hand von dem Gegenspieler gegangen ist, hat es dann gezählt. Also, ganz ehrlich. Aber gut, sei mal dahingestellt. Auswechselspieler, Gnabry ist der herausgestochen hat. Gnabry hat man gesehen, dass er Bock hat. Sehr, sehr schönes Tor gemacht, ja. Er hat noch geguckt, ob in der Mitte einer ist, da war keiner, also drauf das Ding.
Ähm, ja, super, super Tor gemacht. Ansonsten haben wir aber auch gesehen, dass er der war, der noch Bock hatte nach vorne. Ja, hat sich angeboten, hat noch mal ein bisschen angeschoben, hat man gesehen, dann ging noch mal so ein kleiner Ruck. Dann hat sich so ein Stanisic auch noch mal mit eingeschaltet, so ein bisschen, anstatt dass er irgendwie linker Verteidiger gespielt hat, war er auf einmal auf der 8 oder was. Stanisic war auch relativ auffällig, hat mir auch ganz gut gefallen. Vidovic haben wir auch ein, zwei Aktionen gesehen, hat mir auch ganz gut gefallen. Gravenberch auch, hat auch ein, zwei gute Aktionen gehabt. Leider, ja, ich würde einen Gravenberch gerne mal sehen, wenn wir noch in dieser ersten Halbzeit sehen und Bock haben. Wenn wir noch Bock haben, Fußball zu spielen und Bock haben, geil sind auf Tore. Und das hat man heute gesehen, er hat ein, zwei Mal, wollte er richtig anschieben aus dem Mittelfeld, hatte die Pässe und hatte richtig angezogen. Ja, aber es wollte keiner mitmachen. Es wollte einfach keiner mehr mitmachen. Ne? Das ist dann ein bisschen schade. Ich denke auch da, wenn man die Ansätze sieht, können wir noch einiges erwarten, was so den Offensivdrang anbelangt. Hat mir, wie gesagt, war auch auffällig, hat mir auch sehr gut gefallen. Masrui, ja, war ein bisschen unspektakulär, wie ich fand. Hat sich auch noch ein bisschen eingebracht, klar. Man hat ihn gesehen. Nach hinten hin hat er einen guten Zweikampf gehabt. Das war schon gut. Hat er seinen Speed ausgespielt. Ja, ansonsten ist das immer schwierig, die Spieler dann ordentlich zu bewerten, wenn die halt reinkommen in der 70. um die 70. rum, irgendwie für 18 Minuten, wo es schon 6-0 steht, noch durch ein Eigentor von Bochum. Dann kommen die Spieler rein. Ja, weiß ich nicht. Wie willst du da irgendwo ein Gradmesser haben? Ne? Ist halt schwierig, weil alle Spieler, die auf dem Platz sind, schon irgendwie 5 Gänge abgeschaltet haben. Deswegen, ich fand alle auffällig. Ich habe keinen gesehen, der sich irgendwie hat hängen lassen oder so oder ausgestrahlt hat, der hätte keine Lust oder sowas. Das war alles gut, alles schick. Wie gesagt, auch mit Nagelsmann gibt es nichts zu meckern. Irgendwie Auswechslung fand ich auch okay. Zur 60. 2 und dann um die 70. nochmal 3 fand ich völlig okay. Ich persönlich jetzt, das ist aber nur meine persönliche Sache. Ich hätte gern den Tell gesehen und ich hätte vielleicht auch gern mal den Wanner gesehen bei uns, wenn man ihn schon mitnimmt. Aber wie gesagt, man muss natürlich auch allen Spielern irgendwo zeigen, dass sie gebraucht werden und dass sie Teil der Mannschaft sind. Deswegen kann ich das schon alles verstehen. Wären einfach meine persönlichen Wünsche gewesen. Nicht mehr und nicht weniger. Gut, das soll es gewesen sein heute. Kurz und schmerzlos heute. Ich würde sagen, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund, habt eine gute Woche und wir sehen uns am Wochenende. Ich glaube, wir spielen gegen Gladbach, ne? Guck mal eben. Ja, wir spielen Samstag 18:30 zu Hause gegen Gladbach. Freue mich auf das Spiel, ich bin sehr gespannt und nochmal rot-weiße Grüße, haut rein, bis dann. Tschüssi.